Sie kommen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Das Kochen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Sarah Farni aus dem bernischen Eritz. Aus dem Schaffhauser Klettgau die Regula Gisel. Iris Viatsch vom Unterengadin. Dann sind auch dabei Susanne Rusterholz aus dem Kanton Zürich. Esther Rindisbacher aus dem Emmental. Elsbeth Mattis aus dem Basubiet. Und aus dem Wattland Barbara Bernecker. Das ist SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Die heutige Gastgeberin ist Sarah Farni. Sie steckt gerade noch in den letzten Vorbereitungen. Ich tue Stefan sein Hemd glätten, das er anlegen muss, um zu servieren. Oder will anlegen. Und er hat echt gefunden, ja, es sei nicht nötig, es zu glätten, es sei nicht verrumpft. Aber ich kann ja dann nicht so mit einem rumpfigen Hemd servieren, sonst denken die Frauen, ich habe es gar nicht im Griff. Langsam muss ich Gas geben. Die anderen Landfrauen sind nämlich schon unterwegs. Auf der kurvenreichen Strasse geht es zum Hof von Farnis. Der liegt oberhalb von Thun auf 1150 Meter. Mitten im Aussereritz. Kohlräbli, Rüebli und Spinat. Das ist die Füllung vom speziellen Hackbraten, was es als Hauptgang gibt. Das Ganze eingerollt, eine Eigenkreation der jungen Köchin. Als Unterstützung steht ihr die Schwiegermutter, die Vreni Farni, zur Seite. Normalerweise kocht jede für sich ihre eigene Küche. Mal schauen, ob die generationsübergreifende Zusammenarbeit heute klappt. Im Bus wird schon gerätselt, was es echt Feines zu essen gibt. Ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, weil sie so ein bisschen im Alpgebiet wohnen, denke ich, dass vielleicht etwas könnte mit Käse geben. Also bei ihr können Sie mir jetzt beides vorstellen, dass es etwas Traditionelles gibt oder etwas ganz Modernes. Etwas Farbiges, Fröhliches, Fruchtiges. 3F stelle ich es mir vor. Ich denke nicht, dass sie erwarten, dass ich etwas Wirtschafts mache. Ich denke jetzt nicht, dass sie denken, dass ich einen Hackbraten mache. Und dann gerade 2 verschiedene. Der zweite ist mit Speck und Zwetschgen gefüllt. Sarah Farni ist 28 Jahre alt. Das ist die jüngste Landfrau, die je einmal bei diesem Wettbewerb mitgemacht hat. Oh, bist du schon anders angelegt? Gut. Ja. Mal. Du musst schon eine Falle machen, weißt du? Du musst dort die Pünktchen holen, die ich vergebe. Sarah ist Powerfrau. Mit 28 sich schon wogen. Dann habe ich erst angefangen zu kochen mit 28. Und sie macht das schon. Super, bravo. Hut ab vor ihr, dass sie den Mut hat, in diesem Alter hinzustehen. Es gibt Frauen, die in diesem Alter nicht einmal richtig kochen können oder so am Lernen sind. Und sie macht voll mit. Und ich finde, bewundere sie. Sie ist eine ganz taffe Frau. Ja, wenn ich mir so vorstelle, mit 28, wenn ich das Gedankenspiel mache, ich 6 Landfrauen einladen, also muss ich sagen, gute Nacht um 6 Uhr. Also wirklich, das hat bei mir nicht funktioniert. Also ich bewundere sie für das sehr. Als Jüngste muss sie dann auch gerade noch als Erste an Start. Das hat sie sich nicht so vorgestellt. Also wenn ich von Anfang an herauslesen konnte, ob ich als Erstes will oder nicht, habe ich ganz klar gesagt, nein, ich will nicht als Erste. Und jetzt mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich die Erste bin und mich von niemandem beeinflussen und alles so machen kann, wie ich das will. Und dann habe ich es durch. Dann kann ich dann, nur noch herhöckeln bei den anderen. Heute ist aber nichts mit Herrenhöckeln. Frauen sind im Anmarsch. Zeit für ein Apero. Bitte, Hübscheli. Ciao, Regula. Oh. Sarah, Gott. Super, merci beaucoup. Merci auch. Ich würde euch gerne die Familie vorstellen. Mein Mann, Stefan. Meine Mutter, das ist Mette. Und
Ausser ist die Schwiegermutter, Stefan, seine Mutter. Hallo. Meine Tochter, Marina, und der Remo, unser Sohn. Aha. Oh, Der Gastgeberin, gell? Der Apero wird zwar nicht bewertet, aber den ersten Eindruck kann man bekanntlich nie zweimal machen. Also, liebe Frauen, ich muss noch mehr kochen. Verlass uns schon wieder. Ja, ich verlange schon mal. Aber wir sehen uns ja später. Aber mach gut. Danke. Ja, das Gratis nehmen wir ja. Der Onkel Hausi ist gelehrter Zimmermann und soll den Lehrstall in eine gemütliche Essstube verwandeln. Sarah will die Landfrauen nämlich im Kuhstall bewirten. Und dann kommt es gut, Hausi. Ja, ich nehme es an. Der ist ja da. Sieht doch schon super aus. Ich finde es gut. Ja, haben wir es lassen? Ja, auf alle Fälle. Weiss es nicht umfort? Nein, Also. lieber nicht. Aber jetzt müssen wir da auch noch irgendetwas haben. Da will ich eben auch zu, ganz zu. da dass will es ich wirklich auch einen noch Raum gibt. Genau. Schauen wir doch da so an. Ja. Und am liebsten hätte ich es natürlich auch so angelegt. Das gefällt mir, wenn sie so liegen in der Mitte. Also. In der Mitte, einfach in der Mitte. Ja, ist gut. Und wenn es nicht gut ist, kommst du sagen. Ja, dann reklamiere ich. Aber gern, gell? Das kann ich gut. Dann gehe ich rein und du kommst, wenn du einen Kaffee willst, gell? Ja, machen wir doch auch so. Tipptopp. Sarah hat nicht daheim vor Mutter gelernt kochen, sondern im Welschland, wo sie mit 15 ein Austauschjahr gemacht hat. Heute gibt es etwas, das schnell geht. Görig Schnetzlets mit Reis. Die 4-jährige Tochter Marina und das Landdienstmädchen Livia müssen auch in der Küche helfen. Aber gell, lass sie nicht fallen, Marina. Hallo, Remo, schauen. Kommst du schauen? Der Remo ist 3 und hilft eigentlich besser noch nicht. Fleisch? Görig geschnetzelt? Nein, Remo. Bei Farnis ist der Mittagstisch immer gut besetzt. Mit den Schwiegereltern sind es immer mindestens 6 Leute. Und wer sonst gerade noch auf dem Hof ist, sitzt einfach dazu. Bei der Menüwahl können die Männer nicht mitreden. Bei uns ist es eigentlich so organisiert, dass das hauptsächlich die Frauen machen. Die tun eigentlich den Mittag auf den Tisch. Die Männer kommen in der Regel her und hocken suchen. Manchmal kochen Sarah, manchmal die Vreni. Die beiden kochen aber verschieden. Die Vreni kochen natürlich schon noch besser. Nicht alles. Ich koche das, was länger geht, wo man vielleicht am Morgen muss tun muss. Ein Braten, ein Ragout oder Suppenfleisch. Und sie hat lieber das, was man um 11:30 tun kann. Das heisst aber nicht, dass es schlechter ist. Es muss beides gekocht sein. Ja, und du hast es gut gesehen. Es ist ein Familienbetrieb. Die Männer sind vor allem auf dem Feld und im Stall. Sarah und Vreni verkaufen selber gemachte Hofprodukte, sogenannte Heusäckli. Darin hat es Gomfi, Sirup, Uezi, Essig, brannte Mandeln oder was sonst noch gerade gefragt ist. Für das Dessert, für das Landfrauenessen muss ich 150 Gramm haben. Ja. Produkt direkt vom Bauernhof, das ist nichts Neues. Das haben wir schon vor manchem Jahr angefangen, aber ganz im Kleinen. Das waren 5 Frauen, die gedacht haben, sie probieren die Heusäcke. Das hat nicht so professionell ausgesehen. Es war ein bisschen kunterbunt durcheinander. Als du Sarah kam, hatte die Idee, professionell. Alles schön gleich. Und es fängt super Anklang.
Also wir sind ein super Team. Finde ich auch. Und wir müssen funktionieren. Es kann keine neidisch sein auf die andere, sonst geht es nicht. Ja. Mit dem Betrieb, den wir dazu führen. Es Genau. muss einfach klappen. Jedes muss einander Und ich kann mich immer voll auf meine Schwiegermutter verlassen. Definitiv, wirklich immer. Die Heusäckchen verkaufen sie in verschiedenen Läden im ganzen Tal. Das läuft so gut, dass es unterdessen eine wichtige Einnahmequelle für den Hof ist. Es ist Abend. Sarah muss gerade die Gusti rauslassen. Das sind die Jungkühe. Die sind im Sommer nur in der Nacht draussen. Dann ist es nicht so heiß. Sie ist nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Viele Sachen musste sie zuerst lernen. So, unter dem Hals musst du den Kopf haben. Und dann kann ich Stocher abhellen. Ja, ich hätte das gerne. Ich glaube, die Leute wissen schon nicht so, dass ich jetzt da die Gusti auslasse und mit ihnen noch ein bisschen laufen manchmal. Aber was noch viel schlimmer ist, manchmal muss ich so mögen, dass sie rausgehen. Und wirklich rede aus, was ich mache, wirklich bis ich Halsweh habe. Da bin ich aber froh, wenn niemand zulässt oder niemand weiss. Mit 28 führt Sarah schon einen Hof und hat 2 Kinder. Bei ihr läuft alles wie am Schnürli. Ich habe das Gefühl, dass die Leute manchmal von mir das Gefühl haben, hey, alles immer so im Griff. Weil ich vielleicht ein bisschen so tue, als hätte ich das, aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich mache manchmal wirklich sehe. Ich habe ja hier im Sauerhütli schon den Beschüttkasten gefüllt mit Wasser, weil ich das Wasser nicht abgestellt nach dem Mist. Ich lauter so sehe ich. Also das passiert mir dauernd. Heute ist aber alles gut gegangen. Der neue Tag kann kommen. Es ist noch früh. Die Kinder sind bei der Schwiegermutter. Und so kann Sarah einen Tag in der Woche arbeiten. Sie fährt nach Steffisburg. Das ist 10 Kilometer entfernt. Dort arbeitet sie in einem Blumenladen. Hallo. Was soll ihr die her tun? Da? Ja, kannst du mir das sonst eintischen? Passt super da, ich denke. Ja, eigentlich wäre es so Eigentlich hättest du mehr grün, schön gewesen, aber es macht nichts, das ist kein Problem. Das ist das Einzige, was ich habe, gell? Die kleinen Heusäckchen. Das ist gut, Sarah liefert dir den nächsten Woche. Tipptopp, ja. Aber jetzt musst du mir sagen, was ich hier zu tun habe. Das ist gut. Wir haben hier eine Bestellung, einen Strauß orange-rot, so 30-35 Runden. Und ein Gesteckchen für das Körbchen mit einer Sonnenblume. Ja, orange-rot muss der Strauß gemischt sein, ja, gell? Kannst du nicht mischen, rot, ja. Orange. Okay. Gerne, ja. Bevor Sarah Bäuerin wurde, hat sie Floristin gelernt. Und das ist auch heute noch ihr absoluter Traumberuf. Ich finde es super, einen Tag noch arbeiten als Floristin. Es tut mir wirklich gut. Ein bisschen um die Frauen und ein bisschen mit ihnen stürmen und dumm schnurren manchmal. Das tut wirklich gut. Ja. Was kochst du? Zum Hauptgang gibt es Herdöpfelgratin im Strudelteigkörbli und Hackfleischroulade. Das klingt gut, super. Ja, und Vorspeissalat. Gemüse Ja, Peperoni. Ja. Das ist ein bisschen heissen, gell? Weniger gut. Ja, ich hoffe, das ist ist bei den Landfrauen nicht so. Ja. Aber da tue ich drauf ein Blümchen ausstechen, weißt, aus der Peperoni. Das sieht natürlich cool aus wegen der Farbe. Ja.
Du Regen, wo sehe ich meine Blumen? Hast du die bekommen, da, wenn ich abstelle? Ja, mal. Ich kann dir sie gut zeigen. Die hinten sind eben nicht ganz die Farbe gehabt, die du hättest wollen, aber sie sind wirklich auch wunderschön. Oh ja, die da, gell? Die habe ich zuerst gedacht, Rose, aber ist im Fall gut. Aber die passen gut zu den Ja, Dahlien. weil genau Dahlien sind ja schon anders, als ich gedacht habe. Die sind doch super. Siehst du auch aus, wunderschön. Ja, Wirklich? merci vielmals. Feierabend. Der Donnerstag ist immer ein spezieller Abend für Sarah. Da putzt sie sich etwa einmal ein bisschen raus. Also mein Mann hat da nichts dagegen, wenn ich immer am Donnerstag in den Ausgang gehe. Und mir tut es nämlich ganz gut, mit meinen Freundinnen etwas zu trinken. Und das geht super mit den Kindern daheim. Sie gehen gerne mit Fett ins Bett. So, also gegangen, gell? Tschüss. Ja. Mama, ich Wenn es Ausgang geht, das ist eigentlich kein Problem. Man zwischendurch, wenn sie nicht ins Bett hat, ein bisschen hart, aber sonst geht es auch gut mit mir. Das kommt zwischendurch vor, dass die Kinder bei den Grosseltern übernachten. Das ist ja nur im Stöckchen oben. Und dann gehen wir etwa zusammen zwischendurch ein bisschen Ausgang. Wir sind ja noch jung und dann muss man das zwischendurch noch. Weißt du, was du sagst? Du machst selber? Ja. Also, du machst selber. Ein bisschen besser. Okay. Gut. Machst du selber? Nicht mehr. Es ist Freitag, wieder ein wunderschöner Sommertag. Das heisst aber, es wird geheut. Farnis bewirtschaftet 36 Hektare Land. Das meiste gibt Futter für Kühe und Rinder. Aber kochen tut Sarah eindeutig lieber. Nein, Rechen, das mache ich wirklich nicht so gerne. Aber also nicht, dass ich es gar nicht gerne mache, aber es ist nicht meine Lieblingsaufgabe, nein. Alle helfen mit. Zusammen geht es auch schneller. So läuft das in einem Familienbetrieb. Der Chef ist zufrieden. Ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, glaube ich, sie machen es gut. Sie sind ja dran und hoffentlich sind sie so viel warm wie ich. Ich fahre dann hoch, gell? Gut. So kannst du durchfahren mit dem. Der Allrad habe ich rausgenommen. Ah, ist gut. Dann Und nehme das ich... Pickup geht nicht hoch, gell? Nein. Gut, also. Dann nehme ich Marina und Remo und komme mit dem Auto hoch. Ja, ist gut. Landmaschinen fahren, kein Problem für Sarah. Also mit dem Traktor fahre ich nicht gerne, aber mit dem Transporter ist kein Problem. Am Anfang ist es auch, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Straße ist ein bisschen schmal, aber jetzt geht es gut. Morgen ist der grosse Tag, wo die Landfrauen kommen. Man könnte meinen, sie hätten das vergessen. Ja, jetzt sollte ich dann vielleicht mal dahinter, ja, für den Samstag. Ich habe noch ein bisschen viel vor, was ich muss. Aber jetzt müssen wir einfach mal fertig zählieren und dann schauen wir dann weiter. Sarah nimmt es cool, dabei ist sie noch nie. Sie hat sich nämlich viel vorgenommen.
Die Essstube ist zwar fertig gebaut, jetzt muss sie aber noch dekoriert werden. Das sind Nielenkränze, die an die Holzwand kommen, die Holzi gemacht hat. Aber sie kommen noch nicht so, wie ich eigentlich gemeint habe. Also der hier gefällt mir, der ist okay, der ist so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber der andere, der ist so flach geworden. Das ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Ja, ich muss glaube ich nur einen machen. Weil der andere, warte, jetzt nehmen wir ihn mal von an. Geh mal schnell. Oh, da ist so eine Straube. Ich habe mal den alleine her. Das ist so eine Straube. Ja, aber weißt du, dann hätten wir zwei, dann müsstest du weiter rüber. Aber sie sind beide so unterschiedlich. Ein schöner, ein gross, oder? Vielleicht noch andere, ja. Ich kann schon gut sagen, das sehe ich doch nicht. Das ist mir doch gleich. Jetzt müssen wir hier noch ein Hakenschräubchen aufhängen, aber bevor man weiss, wo, muss man das Mögel hochnehmen, das Weisse. Jetzt ziehen wir es mal schräg, ne? Wenn wir noch ein bisschen näher zu dann steht es sicher, aber noch nicht wissen. Ist das nicht ein bisschen komisch? Genau Ja, so. das ist ein komisch. Noch da. Deko kommt langsam gut, aber sie hat noch nicht alles eingekauft, was sie für das Essen braucht. Jetzt muss ich dann noch den Käse holen in die Röstschüssel, den ich abgestellt habe, den ich dann brauche für die Vorspeise. Die Rüschöbel, das ist die Käsealp ganz hinten im Tal im Innereritz, gerade unterhalb vom Hogant. Was ich höre, das Zentrum ist auch in der Mitte. Hallo zusammen. Zur Vorspeise will sie Käsespiessli machen. Ja. Ciao Marina. Siehst du das, Elli? Hey. Ali. Was hättest du denn gerne? Mutsch muss ich haben, Bergkäse und Ziger. Jetzt, das wäre auch etwas Pfund. Ja, oder ich muss erst so flache Dinge schneiden, dass ich ausstechen kann. Ja, aber so ist super. Das ist gut? Ja. Dann reicht das so? Und dann noch Ziger? Dann muss ich noch Ziger haben, ja. Also. Das ist gut, dann könnt ihr gleich mitkommen. Merci. Merci. Ziger, so sagt man da am Frischkäse. Jetzt ein bisschen Ziger. Ja. Ich habe grosse Küchen oder kleine. Ich glaube, ich nehme jetzt so eine Da. kleine. Der, Ja. der ein bisschen flach ist. Genau. Ist gut, kannst du ihn so nehmen? Ja, tipptopp. Merci vielmals. Jetzt gehen wir heim. Also, tschüss Marina. Mach's gut. Tschüss zusammen. Ciao, Sendle, merci vielmals. Zur gleichen Zeit auf dem Hof müssen die Männer anpacken. Der Stöffel und sein Vater, der Walti, zügeln den Tisch für das Festessen. Lass einfach gehen. Also dieser Tisch, der hat hier Hause gemacht. Der gehört eigentlich den Grosseltern, der hat Hause gemacht. Aber der ist ein bisschen schöner als unser hier vorne, darum nehmen wir jetzt den an den Stall. Dank dem Traktor ist das keine grosse Sache. Was noch fehlt, ist der Blumenschmuck. Dass die anderen Frauen wissen, dass ich Floristin bin. Und ich denke, sie erwarten auch viel von mir, was Deko anbelangt. Und das Schlimmste ist noch, dass ich von mir am meisten erwarte und so viele Ideen habe. Und hoffe, es kommt jetzt das Letzte so, wie ich mir es vorstelle.
Ich setze mich vor allem unter Druck, wenn es um Sachen geht, wo ich weiss, dass ich es kann. Aber wenn es darauf abkommt, an mich noch nervöser macht. Darum habe ich jetzt fast mehr Schiss vor der Deko als vor dem Kochen im Moment. Selbstzweifel hin oder her, jetzt muss das Dessert gemacht werden. Das mühsamste am ganzen Parfait ist die Mandeln hacken, weil es so fest hat. Aber ich darf nicht Vollgas draufschlagen, sonst spicken sie in der ganzen Küche um. Die gebrannten Mandeln kommen in ein Vanille-Parfait. Ein Parfait sollte streng nach Rezept und vorsichtig gemacht werden. Jetzt sollte ich das möglichst gut vermischen. Aber gleich sollte es luftig bleiben. Das ist aber noch so ein bisschen Schwierigkeit am Ganzen. Also als Kind habe ich eigentlich nie gekocht daheim. Das hat immer meine Mutter gemacht, die einfach ein bisschen geholfen, aber nicht, dass ich es speziell gerne gemacht habe. Ich mache gerne Dessert. Das mache ich ganz gerne. Von Tiramisu über eben Parfait, Küchen, verschiedene. Das mache ich am liebsten. Vorsichtig in die Form füllen, noch ein bisschen Mandeln drüber und dann sofort für 24 Stunden in den Tiefkühler. Viel mehr kann sie heute nicht mehr vorbereiten. Sie kochen am Samstag alles frisch. Zeit für einen Ausflug zum Knöbeli auf über 1200 Meter. Das ist der Hausberg der Familie Farni. Also ich habe mir immer vorgestellt, Jungkinder zu haben. Das war immer so meine Idee, dass ich wirklich mit 4-25 Kindern habe. So war es jetzt auch. Und ich finde es jetzt super. Ich bin schon gar nicht mehr so abhängig von daheim, weil meine Kinder sind schon, also ich kann nicht sagen selbstständig, aber sie sind doch, sie selber essen und selber können sie zum Grossi hingern und führen. Und ich fühle mich schon fast so ein bisschen wie frei fast. Und ich bin immer noch jung. Zehn Jahre ist es her, dass sich die beiden gefunden haben. Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Also ich habe Stefan kennen beim Skifahren im Eritz. Wir sind immer dort Skifahren. Aber ich habe ihm echt gar nichts danach gefragt. Das war gar nicht mein Typ. Ja, du hast eben gerne still gehabt und du hast gerne ein bisschen schauen und reden. Und ich bin auch gerne Ski gefahren. Ich bin auch durchwachen. Ja, er ist nur rumgefahren und ich habe immer ein bisschen gelabert mit allen auf der Piste und er gar nicht. Oh, das ist lang gegangen. Ja, es ist wirklich lang gegangen. Wir sind vorher viel zusammen ausgegangen. Nachher haben wir noch am gleichen Ort gearbeitet. Ah ja, am gleichen Ort gearbeitet haben wir noch. Aber ja, ich musste noch ein bisschen um den Finger wickeln, bevor ich ihn bekommen. Ich habe mehr ein bisschen gebackert bei ihm als er bei mir. Um den Finger wickeln, das klappt bei den anderen Landfrauen etwa nicht. Sarah muss mit Kochen überzeugen. Also meine grösste Herausforderung für das Landfrauenessen ist, dass da 6 so gestandene Bauernfrauen kommen, die so viel Erfahrung haben. Und, das macht mich schon ein bisschen nervös, ja, dass ich jetzt denen darf zur Nacht kochen. Ja. Sarah macht Herdöpfelgratin, aber auch nicht so, wie das jeder kennt. Also die Idee mit dem Strudelteig und Gratin kommt von einer Kollegin von mir. Und dann hat sie gesagt, ja, mach doch mal Strudelteig. Und dann bin ich natürlich voll begeistert, weil es sieht dann schön aus. Schön ausgesehen tut jetzt auch die Essstube. Frauen kommen ins Staunen. Ich will den Platz nehmen. Nehme ich Platz. Danke vielmals. Einen schönen Tisch, den wir gerne Ja, sehr gut.
die Dekoration, das war wirklich ein Profi-Handwerk. Ja. Sie kann das einfach. Ja. Sie kann das. Das ist sehr schön. Heidelbeersirup. Ja, das passt super. Das könnte man ja gerade ein bisschen brauchen. Da. Die Herdöpfelschnitzen kommen in die Strudelteigformen. Drüber ein Guss aus Milch, Niedeln, Creme fraiche, Bouillon, Motschgetnuss und ein Knoblauch. Jetzt müssen wir im Fall heute schauen, wegen der Zeit, dass wir nicht zu früh dran sind. Bei 180 Grad müssen die Gratinförmchen jetzt 40 Minuten backen. Also, meine Frau, ich werde euch noch den Wein vorstellen, was es jetzt zur Vorspeise. Das ist ein Wildessert. Ein Walliser, ein leicht süßlicher Wein, der für Frauen geeignet sein sollte. Ja, das ist ein schönes Stückchen Wein. Also, jetzt wünsche ich euch Gesundheit zusammen. Merci. Zum Wohl zusammen. Also ich habe ein bisschen Beratung gebraucht für die Weinwahl. Und ich habe einfach gewusst, was ich gerne habe. Und habe dann noch ein bisschen andere Leute gefragt, was sie meinen, ob es passt. Und es haben auf jeden Fall beide gepasst, die ich... Also wir haben die ich hätte genommen. Das ist ein schön süßer. Das ist aber sehr ein harmonischer, finde ich jetzt. Ein runder Wein, ein lieblicher Wein. Ich bin gespannt, wie er harmoniert mit dem Salat. Also eben auch mit dem Käse, gell? Ja, mit dem Käse geht er wahrscheinlich gut. Was man bei euch Frauen alles lernt. Hoffentlich mal die Gratin-Form da rein. Hast du nicht probiert? He? Nein. Das Problem ist, dass ich eine neue Gratin-Form gekauft habe, die breiter ist als die andere, aber gleich lang. Aber weil es jetzt da die blöden Henkel dran hat, die ja für nichts sind, die könnten wir euch abschlagen. Ja, das hat er alles jetzt gerade vorgeschlagen. Jetzt was nicht ins Thema. Jetzt müssen wir halt schauen, ob wir das zügeln können. Respektive, ob es drin macht. Extra breitere gekauft. Jetzt kommen die aneinander an. Macht so etwas. Kleben sie zusammen. Ich schlage den ab. Nein. Nimm zwei vor mir. Ich brauche die Dinger nicht. Ja, ich habe zwei vor mir. So, ziehen wir ihn hier rein, dann haben wir dort nicht. Ja, stimmt. Aber das ist jetzt also ganz dumm gelaufen. Sarah bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Das ist auch besser. Die Gäste sollen ja nichts merken. Liebe Frauen, ich stelle euch gerne das Menü vorstellen von heute Abend. Zur Vorspeise gibt es einen Gartensalat mit Himbeerdressing und Eritzer Käsespiessli mit grosses Tomaten-Peperoni-Salsa. Zum Hauptgang gibt es eine Hackfleischroulade mit Herdöpfelgratin im Körbli und Peperoni-Blümchen. Und zum Dessert ein Vanilleparfait mit brennten Mandeln und Heidelbeere. Ich wünsche euch ganz einen guten. Ja, tönt aber fein. Ich habe im Fall nicht gefragt, ob nicht der Raum gefällt. Ich wollte so schnell wie möglich mein Menü lesen. Aber Mama, ich glaube schon. Also, sie hat auf jeden Fall den Sirup schon probiert, den ich auf den Tisch als Tischkärtchen habe ich gesehen. Und ja, ich glaube, es gefällt mir schon. Als ich in diesen Raum hineinkam, war ich überwältigt. Also, mir ist der Kiefer runtergefallen und ich wusste, dass ich meine Erwartungen eigentlich hoch dürfte haben, aber also so etwas hätte ich doch in den Träumen nicht erwartet. Da hat sie alles gegeben als Floristin natürlich. Da hat sie alle Register gezogen, die sie kann. Und für mich sensationell gewesen. Jetzt wird die Vorspeise angerichtet. Salat an einem Himbeerdressing mit einem Eritzer Käsespiessli. Und das Ganze natürlich gut präsentiert. Also ich habe gerne, wenn es echt schön aussieht. Und also schön. Für mich schön. Das finden sicher nicht alle das Gleiche schön, aber ich habe schon gerne, wenn es noch so ein bisschen gegeckelt ist, so wie meine Schwiegermutter nicht so gerne macht. Nein, gell? ich habe es lieber im gröberen Stil, zack, zack.
Ja, also Zack habe ich auch gerne. Aber gerne noch ein bisschen Gäckeln halt. Sieht sehr gut aus, ich bekomme gerade Hunger. Wie ist jetzt wie, gell? Das kommt zur Frage. Ja, ich sage es lieber eins zu viel, als eins zu wenig. So, nehme ich mit der Vorspeise. Ui, Stefan. Schön. Wie machst du das? Danke vielmals. Ich wünsche euch einen guten zusammen. Danke vielmals. Also die Soße muss super sein, dass die so duftet von unserem Salat. Die Vorspeise hat mich zuerst, als der Teller kam, sehr überrascht, weil wir haben den Heugeschmack in der Nase und zumal kommt ein Duft aus dem Teller, der den Heugeschmack übertönen konnte. Dann habe ich gedacht, oh Haletz, das muss ein feiner Dressing sein. Und es war wirklich super gut. Fantastisch in dieser Soße. Bei jedem Gang bewerten die Landfrauen den Geschmack und die Präsentation. Frisch aus dem Garten. Also, was ich sehr schön gefunden habe bei der Vorspeise, war wirklich ein Käsespiessli. Da hast mir echt gerade ins Auge gestochen, weil ich noch gehofft habe, dass es vielleicht verschiedene Bergkäse gibt von dieser Region, vom Eritz. Also der Salat und der Dressing, also die Soße super gut, sehr fein. Der Käse auch, die verschiedenen 4 Käse haben mir sehr gut geschmeckt. Jede Frau schreibt Bewertungen auf einen Bogen. Ein bisschen geheim, schliesslich geht es ja um den Titel Landfrauenköchin 2015. Nach jedem Gang sammelt der Stefan die Bewertungsbögen ein. Also sie gerühmt, das ist sehr gut. Und der Wein hat noch wunderbar geschmeckt. Super, der ist nämlich auch fein. Ja. Der Braten ist gelungen. Auch der erste. Oh ja, das ist jetzt ein bisschen mein Sorgenbraten. Gagert das vielleicht komplett auseinander. Wir müssen auch ein bisschen büscheln zum Anrichten, gell? Zur Roulade muss auch ein passender Rotwein serviert werden. Am Stefan sein Job. Also, der Wein, den ich jetzt einschenke zum Hauptgang, das ist eine Assemblage, ein Barrique. Das ist ein Gemisch aus 6 Traubensorten. Wir kennen es lecker. Ja. Das ist gerade auf der falschen Seite. Ja. Die Peperoni hat nicht lang. Die farbigen Peperoni-Blümchen sind die Gemüsebeilage und auch ein kleines Risiko. Dort täte ich darum die Peperoni noch ein bisschen höher, dass die noch ein bisschen wärmer werden. Ja, damit darf man dann nicht vergessen. Ich stehe gerade nebenzu. Du musst mir nicht helfen anrichten. Aha. Ja, die willst du. Die wollte ich auch drauf. Ja, die wollte ich auch drauf. Sarah hat Glück gehabt. Auch der zweite Hackbraten geht nicht auseinander. Ja, Peperoni sind nicht mehr so hart. Ja, du hast gerade da. Das ist gerade so wie alle. So, kann ich das essen? Gehst du essen, oder was? Sicher nicht. So, kommen wir zum Hauptgang. Ui. Excuse, Ui, ist der heiß? Stefan, du hast dann die Anladung. Der ganz heiß. Hey, das ist dann schön. Ja, genau. Sieht aber sehr gut aus. Ja. Ein bisschen mächtig. In der Farbe ist es so. Ganz schön. Ich sage immer noch, die 3 F stimmen einfach. Ja. Fruchtig, farbig und fröhlich. Und so finde ich, geht es wirklich durch alles durch. Genau. Nicht saisonal. Also nicht vor allem mit Schweizerisch. Ja, man hat regional, oder? Ja. Der Strudelteig war so knusprig und ich habe einfach auch gerne Rahm und Butter und da hat viel in dem Gratin drin und da hat mir wirklich einfach gepasst. Das eine hat eine Speckfüllung mit Zwetschgen. Was ist so schön, so lustig Und das andere ist vegetarische Füllung. Der Hackbraten habe ich mich sofort gefragt, wie hat die den gerollt?
Das hat mir ganz eine gute Idee gedacht. Also den Hackbrot habe ich sehr kreativ gefunden, mit den 2 verschiedenen Varianten, die sie gemacht hat. Einmal mit Pflaumen und einmal mit Gemüse. Also ist wirklich von der Idee her sensationell gewesen. Und wieder wird alles bewertet. Und? Also ich sehe, das ist sehr gut, aber fast ein bisschen zu warm für viel zu essen. Ja. Aber es ist sehr gut. Jemand hat nicht gerne Peperoni, schau. Ach, Mensch. Die Hauptspeise war farblich, geschmacklich sehr gut. Was mich gestört hat, sind Peperoni. Ich habe gefunden, die sind jetzt nicht saisonal, also nicht in diesen Farben. Die gibt es nicht in der Schweiz. Oh. Und dann hat Das sind nicht so grosse Esser. Voilà. Ja, wirklich nicht. Also, Peperoni haben sie wirklich nicht so gern. Anscheinend. Und vielleicht hat es denen noch einfach nicht so geschmeckt. Das kann sein. Genau. Aber also ich bin echt zufrieden mit dem, was ich gegessen habe. Sarah soll es gar nicht persönlich nehmen. Ich musste wirklich einen Teil auf dem Teller zurücklassen, weil ich nicht mehr mögen. Ja, ich bin nicht so eine grosse Esserin, aber es hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Wunderbar gewürzt. Auch beim 3. und letzten Teller zeigt Sarah ihre Dekorationskünste. Jetzt ist Endspurt. Das sind Heidelbeere, frische, die sie in den Wald ist ablesen. Darf ich sagen, haben? Ja. Wirklich wilde, vom Eritz. Da bekommen dann alle ein schönes Maul, schöne Zähne von denen. Du kannst sonst die Mandel oben drauf tun. Jawohl. Bienenlige. Also, dann gehen wir noch zum Dessert. Oh. Ey, also. Was ist denn das? Aber ich wieder. Das ist schon? Das Dessert war ein Gebilde. Also toppen kann man das nicht in Sachen Aussehen, in Sachen Präsentation. Auch die anderen Landfrauen scheinen begeistert zu sein. Glasse sehr gut und Heidelbeer super, das kenne ich nicht, mit dem arbeite ich nie. Ja, hat mir sehr gut geschmeckt, ja. Der Applaus zur Kaffeerunde am Schluss sagt etwas aus. Sarah darf zufrieden sein. So etwas von einer hohen Messlatte hat sie gesetzt, hat es mir gedacht. Aber sie hat das so schön eröffnet, die ganze Geschichte. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch der Stefan hat brilliert. Er hat super gemacht. Ja, sehr viel Charme. Also der hat ja so 11 Punkte gegeben für alles zusammen. Oder hättest du lieber 12? Nächste Woche schwingt Regula Gisel den Kochlöffel. Dann geht es auf Wilchingen im Schaffhausen Klettgau.